Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenkball-Pi. Ich bin Anne. Unser Brief-Journal hat noch einen ganzen Haufen freie Täschchen und darum müssen wir noch ein bisschen Material basteln, das wir hier reinstecken können. Und meine neue Idee wäre gewesen, wir machen doch einfach ein paar Briefumschläge, so mit einem hübschen Zettel drin, wo wir nachher dann so in unser Journal hineinfüllen. Und das ist so eine Origami-Geschichte. Es ist eigentlich ganz einfach. Vielleicht kennt ihr ja mein Origami-Video, wie Origami nicht geht. Und wie man auch an diesem Exemplar hier kann sehen kann, habe ich da schon einen ganzen Haufen dran gefiguriert und gefaltet und gemacht und da. Und jetzt wollen wir doch noch einmal probieren, ob das auf Anhieb funktioniert. Ich brauche für den Origami Briefumschlag natürlich ein Papier, und zwar ein quadratisches. Und ich möchte natürlich noch irgendetwas, das da ein bisschen besser zu unserem Journal passt. Jetzt hier so etwas in dieser Art oder in dieser Art. Nein, ja, ist jetzt ein bisschen zu kitschig vielleicht. Ich habe gedacht, ich nehme da etwas eher so ein bisschen brünschelig. So was. Ich muss natürlich jetzt schauen, dass man das nicht verreist beim Raustrennen. Jawohl. So, und noch irgendetwas anderes in dieser Art. Oh, das Gelbe wäre doch noch herzig, he? Das Gelbe. So. Ups. So, und dann, was war das dritte noch? Ah, das mit den Streifen, das gefällt mir nicht so gut. Aber vielleicht nehmen wir doch noch etwas mit Rosa. Rosa passt ja auch zu unserem Journal. Wir haben viel rosa Elemente drin. Was haben wir denn hier noch rosa? Das ist ein bisschen zu krass. Das würde vielleicht noch gehen. Oh, das ist so hübsch. Aber ein bisschen unschlüssig, vielleicht so. Oder ist das zu langweilig? Das ist wieder das Gleiche, einfach eine andere Farbe. Das ist halt schon herzig. Oder vielleicht einfach diese Seite, das nachher aussen. Das könnten wir machen, ja komm. Das Blau, ich finde das Blau schön. Und auch das Muster. Oh, nein. Schlecht. Ich probiere es nochmal. Ohne das drunter. Ich will das aber nicht noch abschneiden am Rand. Weil sonst ist es nicht ganz quadratisch. Gut, das wäre auch nicht so schlimm. So, also das tun wir auf die Seite. Dann haben wir doch die 3 Farben. Die sind nicht allzu kitschig. Und passen, glaube ich, wunderbar hier zu unserem Journal. So, jetzt brauche ich schnell das hier als Vorlage. So sieht das nämlich aus. So hat das hier so einen Dingsbums. Ich weiss nicht, wie man dem sagt. Also ich fange doch mal mit dem an. Auf jeden Fall brauche ich einmal die Mitte. Aha, soll ich hier? Nein, ich glaube, ich mache es so. So. Ich muss gar nicht durchziehen. Ich brauche wirklich nur die Mitte. Den restlichen Falt brauche ich gar nicht. So.
Dann haben wir hier die Mitte. Ich mache mir noch schnell einen kleinen Topf. So, damit man es ein bisschen besser sieht. Also ja, naja. Ein bisschen sieht man es auch. So, und dann kommen 3 Seiten. 1, 2. Oh, was ist denn da passiert? So, ein bisschen besser. Naja. Und 3 Seiten kommen in die Mitte. So. Und jetzt die 4. Seite. Die kommt hier ganz rauf. Aha, bräuchte ich also den gleich. Da. Dass ich weiss, wo ich bin. Hier. Der kommt ganz rauf. Das erste Mal. So. Und dann. Aha, genau. Und dann so, hier von dem Falt, den ich jetzt hier gemacht habe. Von dem Punkt aus wird das gegen innen gefaltet. So. Und auf der anderen Seite auch. Da ist der Falt. Also gehen wir hier rauf, schön mit dieser Kante an diese Kante her. So. Gut. Und jetzt. Moment, es kommt. Ich glaube, ich habe es mit. Jetzt. Den hätte ich also gleich ganz gebraucht. So. Mit dem Spitz an die Kante, die wir vorher gefaltet haben. So. Ich hoffe, das macht alles für euch Sinn. So. Und dann kommt das, was so ein bisschen knifflig ist. Ich falte das gegen rein. So, und dann aber habe ich jetzt hier einen Falt. Und das sollte jetzt so, so, genau. So, damit das da wieder da oben ist. Komm. So, und das sollte ganz gerade sein, theoretisch. So, ist es nicht wirklich, aber naja. So. Und dann da noch einmal das so rein. Wo ist die Kante? Da. Also. Oh Mann. Da. Da. Ah. So, jetzt aber. Jetzt kommt gerade. Also, so wäre es dann. Das ist jetzt hier ein bisschen krumm gekommen. Ich weiss auch nicht warum. Vielleicht sieht es auch nur so aus, wegen dem Muster, keine Ahnung. So, aber es ist eigentlich, es spielt nicht so eine Rolle, wie die Kante ist, die sieht man nachher sowieso nicht mehr, weil das kommt jetzt eben so rauf. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, kann man jetzt einfach das hier über die 2 Dinge drüber stülpen.
So. Komm, Bus, 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 Bus. Kann man einfach, oder? Kann man einfach. So, jetzt. Ja. Jetzt, ja. Sehr gut. Voilà, und dann wäre es schon fertig. Das war jetzt einmal einfach. Ich hätte fast nicht gedacht, dass ich es noch kann. Cool. Komm, jetzt machen wir noch mal eins. Und die andere mache ich dann schon im Schnelldurchgang. Also, was wir herausgefunden haben, ist, dass wir sicher eine Kante ganz brauchen. Und die andere Kante, weiss ich jetzt nicht mehr genau. Also, ich mache es jetzt einfach trotzdem so. Ich habe gedacht, ich kann das vermeiden, aber es wird sonst zu kompliziert. So. Da brauche ich die Mitte. Bei dem Müsterli-Zeug sieht das aber so schlecht. So. Dann machen wir noch wieder 1, 2 und 3. Schön in die Mitte. So, also warum das jetzt das wieder nicht stimmt, da ehrlich, manchmal, was ist ja los? So, ja, jetzt kommt es auch gut. Das sind ja nur Millimeter. Gut, und dann alles wieder auf. Der hier geht rauf. Da. Zack. Und dann in die Richtung. Und auf die Kante in die Richtung. Sehr schön. Und dann noch rauf. Die Mitte ist so. Und dann das, was so ein bisschen knübelig ist. So. Und so. Voilà. Und dann rauf. Und einhängen. So, das weiss ich nie, warum das da immer so ein Gehänk ist nachher. Das ist ein bisschen mühsam, zum ganz aufzufalten. Ich weiss auch nicht wieso. Aber irgendwann geht es dann, wenn man ganz vorsichtig tut. Alles wunderbar. So, hey, mega herzig. Ah, Moment. Das ist gar nicht eingehängt. So, jetzt kommt doch da rein. Gut, jetzt ist gut. Voilà. Dann mache ich doch jetzt noch schnell die. Und ich frage mich, warum das meine Kamera so krumm ist. So wäre eigentlich gut. Voilà, hier hat es ein kleines Krügel gegeben. Nein, ja, man sieht das ja nicht so gut. Gut, also ich habe hier jetzt so ein kleines Notizzettel, einfach nur so, für da drin gehabt.
Und ich habe ja da 2 verschiedenfarbige und ich würde jetzt sagen, ich tue da jetzt auch einfach einmal so und so und die 2 kommen so ein Graus über mit goldiger Linie. So. Das Coole an diesem Kuvert ist einfach wirklich, dass man es überhaupt nicht muss kleben und so weiter. Es ist einfach, wie es ist. Man könnte natürlich jetzt selbstverständlich noch, aber das ist ja eigentlich Sinn und Zweck von Origami, dass es halt eben so man nicht muss kleben. Fertig, Schluss. So. Was ich natürlich noch machen will, ist ein kleines bisschen Inken. Weil jetzt sind die natürlich schon so ein bisschen klein, die Kuverts, und passen hier nicht zu unserem abgeranzten Teil. Also, Inken. Und jetzt haben wir noch mal etwas, und zwar habe ich hier so eine Briefmarke, verschiedenste, wo ich gedacht habe, das wäre doch noch cool. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gross. Das ist so eine Winterbriefmarke, das ist auch ein bisschen blöd, he? Die ist auch so riesig. Aber kommt jeder da? Das könnte man doch nehmen. So. So. Und so. Die da könnte man doch jetzt einfach so draufkleben noch. Auch noch ein bisschen Inken. So, und da. Oh je, schau mal. Das herzige, was ist das? Ein Wiesel oder etwas Ähnliches. Macht das etwas, wenn das so grün ist? Nö, komm, das ist doch gut. Inken wir das auch noch ein bisschen. Dann klauen wir doch das auf. Soli! Hey, und schon sind sie doch fertig, unsere super herzigen kleinen Briefumschläge. Ich finde, die eignet sich auch super für irgendwie ja, ein Geschenkchen oder sonst ein kleines herziges Briefchen, das man jemandem mal so geben will, als Dankeschön oder was auch immer. Einfach so zum Herlegen, wenn man es jetzt natürlich auf die Post bringen will, dann müssen wir es selbstverständlich schon noch zukleben. Aber wenn man es jemandem in den Briefkasten geht oder vor die Haustüre oder auf den Schreibtisch oder so, dann ist doch das einfach mega herzig. Ja, hey, ich fülle dann das da noch irgendwo da rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!